Im amerikanischen Kino konnte ich alle im Original sehen, habe natürlich irrsinnig viel Englisch lernen müssen. Das war im Kolosseum, das Kino. Und ich hatte Zugang durch die paar Dollars, die ich immer verdient habe beim Klavierspielen bei den Amerikanern. Und habe dort alle frischen, für die Armee frischesten Hollywood-Filme einen Tag später, nachdem sie in Amerika erschienen sind, sehen können, die wir 10 Jahre später dann synchronisiert in Österreich erst sehen konnten. Und war auch technisch damit immer am Laufenden, denn aus dem Schwarz-Weiß, dieser wunderbaren Schwarz-Weiß-Produktion der 30er, 40er Jahre, 50er Jahre, kam dann Technicolor, aber nicht dieses immense Technicolor mit diesen riesigen Technicolor-Kisten aufgenommenen Kolossalfilme, ja, also die biblischen Filme, sondern die Western waren schon auf einem unglaublich guten Niveau von einem Technicolor U, wo man also die amerikanische Nacht sehr glaubhaft darstellen konnte. Also das war uns um Meilen, um Jahrzehnte und Lichtjahre voraus. Man hat nur so gestaunt, weil es war ja schon fast wie Panavision oder so. Die Leinwand war riesig natürlich, ja, und die Wiedergabe, die technische, war so ungeheuer, dass man sich gleich gedacht hat, und das ist Lebensbestimmung, da werde ich nie hinkommen, dort werden sie mich nie brauchen. Wenn ich emigriere als armer Österreicher dorthin, werde ich vielleicht Kabel tragen können und vielleicht einmal die Filmrollen tragen können und vielleicht werde ich mich zum Kameraassistenten hinaufarbeiten können. Aber so als zu einer besiegten Nation gehörend war das ein ganz anderer Start als 20, 30 Jahre später, wo der Petersen mit einem deutsch gemachten U-Boot-Film eine Visitkarte ablegen konnte, wo man gesagt hat, ah, sind schon wieder die neuen Fritz Langs da, also kommt rüber, nicht? Und in seiner Seilschaft hat er Kameraleute und alle hinübergebracht dann, aber damals war das einfach unmöglich. Also habe ich mir gedacht, was werde ich als Filmemacher machen? Ne?